Letzte Monat war ein bisschen mir besonderer Besuch am LHC, nämlich die Grande Duchesse Maria Theresa, die dahin für eine Konferenz eingeladen wurde. Hege besucht den 2. März am LHC zu Asch. Grande Duchesse Maria Theresa als op Invitation von der Schülerzeitung an de Medisches Lycée kom, fir du mat Schülerinnen als Schüler iwwer hier Assoziation Stand, Speak, Rise Up zu diskutieren. Durch den Interview hun die 2 Schülerinnen Luana Brilli an Almira Kochan gefordert. Danesa Agovic wat mat senger Kollegin Vivian Weirich d'Schülerzeitung LHC Times lädt, huet als erklärt, a engem Kontext Grande Duchesse interviewt gouf. An dem Sinn von der Schülerzeitung aus Hummer eben am Kader von der ganzen vom Weltfrauentag auch an auch eben von der ganzen Woche. Wir haben eben schon eine Ausstellung zu den Frauenrechten. Du mehr als gedacht, wäre gut für Grande Duchesse zu invitieren und eben zu dem Thema Fragen zu stellen, die Fragen, die eben auch Schüler interessieren. An dem ganz interessante Gespräch kruten Schüler als Schülerinnen erklärt, wie sie selber dazu kommen, sich für die Frauenrechte und allgemein für die Frauen anzusetzen. Comment est-ce que moi je peux vous aider à la place où je suis? Et il m'a dit, écoutez madame, il n'y a personne qui veut parler de ça. Personne ne veut adresser cette thématique. Et nous avons besoin de quelqu'un qui a une visibilité, qui a une place publique, qui peut donner la voix à ce problème. Alors moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai tout de suite dit, moi je le fais. Moi je vous aide, je vous accompagne. Quelquefois, il vaut mieux pas trop réfléchir et écouter son cœur. Les difficultés, après, on les gère. Et là, j'ai tout de suite dit, oui, bon, on a été. Et on a fait ensemble un forum qui a eu un énorme succès à Luxembourg en 2019. Moi, j'ai voulu m'engager dans cette thématique pour 2 raisons. La première, c'est justement celle-là. C'est que je trouve qu'à la place où je suis, à côté d'un chef d'État, je suis tellement privilégiée que si moi, je ne prends pas les questions les plus difficiles pour les défendre, qui va le faire? Donc, je me fais le porte-parole de ces femmes. Nom offiziellen Deel hat sich Grande Duchesse aber auch noch Zeit geholt, für sich mit den Schüler und Schülerinnen auszutauschen. Sie war schon hier, sie war bei der WIC-Konferenz am November hier und auch da waren wir eben natürlich von der Schülerzeitung aus hier. Wir haben mit ihr geschwärzt und da hat sie uns von ihrer Assoziation Stand, Speak, Rise Up geschwärzt und da hat sie uns auch proposiert, sie gäbe ein just über die Frauenrechte schwarze kommen und wir haben das so interessant fand, dass wir auch für allem wichtig, für die Schüler, dass wir ja, sie dann wirklich 2 Wochen drauf invitiert haben mit einem offiziellen Brief und voilà, nous sind wir hier und ja. Mais ce que je veux insister ici dans l'éducation de l'école à l'égalité, c'est que les filles soient informées sur leurs droits et qu'elles aient confiance en elles, dans le respect des hommes aussi, ça va dans les 2 sens, et les hommes dans le respect des femmes et que leur force n'est pas forcément seulement dans les muscles et dans le sport, mais surtout dans le respect de l'autre. Und wie hat dann die Schüler am Kurs darauf präpariert, respektive wie sind die 2 Schülerinnen, die überhaupt ausgesicht gehen, die Lodo den Interview gemacht haben? Als Moderatorin ist sie bei mir eben noch an der Schülerzeitung. Sie haben sich auch freiwillig gemeldet, für die Moderation zu machen. Schon doch immens fand natürlich, geht um Frauenrechte, dass auch 2 Frauen, 2 Mädchen da besitzen, das ich wichtig fand. Auf der anderen Seite habe ich aber auch, wir hatten ein Limit gesagt, also das ab Katrin gewesen, das ist ganz spezifisch für Beratung mit Schülern nicht unbedingt, mehr wir wussten, ab Katrin gehen die Themen, Frauenrechte, weibliche Autoren und so weiter, gehen wirklich auch an die Kuren, für berät auch am Civics-Kurs und du denkst, mal ist geduld, von Katrin bis Primär kriegen die Schüler dorthin, dass sie auch die Antworten verstehen und voilà. Et moi, j'ai fait une déclaration avec les prix Nobel de la paix. Il faut savoir que j'ai oublié de dire peut-être l'essentiel, c'est que j'avais la chance qu'à mon forum, il y avait 3 prix Nobel de la paix. Donc il y avait Nadia Morad, Mukwege et un ami de longue date à moi dans la microfinance, le professeur Younous, qui
qui est aussi un prix Nobel de la paix et avec qui je travaille depuis 35 ans pour le microcrédit. Et donc, ils étaient là tous les trois. Et devant toutes les personnalités qui étaient là, j'ai fait une déclaration envers ces femmes où je leur disais, nous sommes désolés. Nous reconnaissons ce que vous avez vécu. Nous sommes désolés, nous reconnaissons. Parce qu'elle m'avait dit, la pire chose, c'est qu'il n'y a aucune personnalité au monde, que ce soit Nations Unies, Croix-Rouge, gouvernement, qui que ce soit, il n'y a personne qui nous a jamais dit qu'il reconnaissait ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. Et elles m'ont dit, si nous voulons commencer à nous remettre debout et à retrouver une dignité, il faut d'abord reconnaître ce que nous avons vécu. Donc, je me suis dit, bon, je vais le faire. Luana und Dalmira waren gut präpariert an hunne professionellen Andruck los, trotz der Nervosität, wie sie alles selber erklärt hun. Also Aufregung war wirklich ziemlich schwierig. Wir waren am Matheskur und Dalmira hat sich so 10 Minuten, 20 Minuten umgedreht und war so, Luana noch 3 Minuten, Luana noch 20 Minuten, Luana noch 10 Minuten. Da war die Aufregung das war ganz heiß, aber sie war auch selber alles, obwohl sie gesagt hat, sie war nervös gewesen, dass sich wohl viele gelost. Weil sie ziemlich locker Druck war, du weinst, hatte mehr auch besser gefehlt, dann auch zu schwätzen und alles, du weinst. Mais c'est pour vous donner une idée que quand je parle de torture, je suis vraiment en train de parler de torture. Et il y a des choses pires que j'ai entendues que je ne vais pas vous raconter. Donc, les valeurs que moi je défends, c'est de dire d'abord stop. Il faut en parler. C'est inacceptable. Pardon, je suis assez émotive. Et elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle pour elles sur le plan international, qui disent que ceci ne peut pas se faire. Alors on me répond souvent, oh ben les viols de guerre, ça a existé depuis les Romains. Oui, et alors? C'est une raison pour ne rien faire? Und die Speech war wirklich, also sie war wirklich emotional. Ich hatte nicht gedacht, dass es so an den emotionalen Bereich geht. Ich hatte echt gedacht, dass ein bisschen mehr so überflächlich bleibt. Mir ist das wirklich ganz, ganz, ganz emotional gegangen. Und hat Sachen gezielt, die wirklich aus dem Herz kommen sehen. Und ich hatte das nicht erwartet. Und ich bin wirklich, wirklich überzeugt. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir eine Repräsentantin vom Land tun, wo so viel Fragen steht, dass es so viel als Ersatz für das Rechte an. Ich bin wirklich zufrieden mit wie heute, stolz und zufrieden wie es heute alles gelaufen ist.